21 Uhr im Landkreis Freising. Hier wird Thermograf Franz Rudolf 5 Nächte lang unterwegs sein, um im Auftrag der Freisinger Stadtwerke Wärmebilder von Häusern zu machen. Warum nachts? Für die Aufnahme ist wichtig, dass man halt keine Wärmequellen hat, halt von außen aufgewärmte Dächer oder irgendwie halt das Mauerwerk, was halt warm ist vom Tag. Von daher muss es halt immer nachts passieren. Und natürlich auch die Heizung, ne, die das Haus heizt. Dann sieht man dann, wo es halt austritt. Genau. Die erste Station. Ein Reihen-Eckhaus in einem Wohngebiet. Auf den ersten Blick sieht relativ neu aus, so nach 2000 wahrscheinlich. Es wirkt irgendwie, als würde jemand einfach mal gerne wissen, in welchem Zustand sein Haus ist. Dasselbe Haus ein paar Stunden vorher. 1998 wurde es gebaut und Christian Erbe ist einer von den 90 Gebäudebesitzern, die heuer das Angebot der Freisinger Stadtwerke wahrnehmen, ihr Haus thermografisch untersuchen zu lassen. Durch die Aufnahmen könnte er Stellen an seinem Haus entdecken, an denen Wärme verloren geht und damit auch jede Menge Energie. Ich denke, es ist nicht schlecht, weil wir haben einen relativ guten Gasverbrauch. Wir haben zwar nur Solarthermie obendrauf, aber trotzdem ist der Verbrauch sehr gering eigentlich. Und insofern hoffen wir eben, dass das Ganze sich positiv darstellt. An der Hausvorderseite wird es besonders spannend werden. Unter dem Dach hatten Vögel genistet. Wenn man da unten hinschaut, sieht man so ein bisschen so Metallabdeckungen. Die haben wir dann mal nachgerüstet, aber zusätzlich haben sie die ja noch oben unter die Dachplatten niedergelassen und haben da gröbere Schäden an der ganzen Isolierung verursacht, wo eben dann wir das Zimmer innen gar nicht mehr richtig beheizen haben können. Und das war dann schon so kaputt, dass wir es eben voriges Jahr dann reparieren haben lassen, professionell. Und ja, das ist jetzt immer ein Teil der ganzen Thermoaktion, wo wir schauen wollen, ob das erfolgreich war oder nicht. Das Dach wurde damals auch gleich mitgedämmt und ein neues Fenster eingebaut. Für gut 12.000 €. Der Wunsch war natürlich, dass im Prinzip alles in Ordnung ist und ich da keine Investitionen habe. Zurück in der Nacht. Kommen Sie am besten mit zu mir. Ich darf Sie nicht mit auf dem Bild drauf haben, sonst sind Sie mit einer Wärmequelle, die ich sozusagen mit habe. Ich brauche einen gewissen Mindestabstand. Die Infrarotkamera misst die Oberflächentemperaturen und zeigt die Unterschiede farbig an. Das Rot bedeutet erstmal nichts Schlechtes, denn die Daten werden später speziell ausgewertet und zum Beispiel mit der Außentemperatur verglichen. Da hinten sieht man zum Beispiel, war mal ein altes Fenster, was Sie zugemacht haben. Ja. Ja, das kann man hier, wenn Sie wollen, können Sie mal durchschauen, das sieht man ganz gut. Das sieht aber wirklich ganz gut gemacht aus. Man sieht aber auf jeden Fall die Schattierung, genau, ne? Man kann es wahrnehmen. Ne? Hier unten ist auch der Heizkörper, das kann man alles sehen. Ja. Aber genau, das Ja, hätte man jetzt so war nicht früher machen. immer eine Terrassentür, Ja. die ganze. Ah, ja. Die haben wir dann irgendwann einmal halbiert. Und wie schaut es oben nach Reparatur und Dämmung aus? Aber auf dem Dach sieht erstmal alles ganz gut aus. Es wirkt erstmal nicht so, als wären da noch verbleibende Schäden. Ne? Ist relativ schön gleichmäßig. Das sind eigentlich ganz gute Werte auf den ersten Blick. Was sagen Sie, Herr Erbe? Hervorragend, ja, gerne. Hat sich die Investition gelohnt, oder? Ich denke. Okay. Schauen wir halt dann mal auf die genaue Auswertung. Genau. Perfekt. So schauen die Bilder nach der Auswertung aus. Es zeigen sich weiterhin keine gravierenden Wärmeaustritte. Also kein dringender Handlungsbedarf. Weiter geht's. Seit 3 Jahren arbeitet Franz Rudolf als Thermograf für die Leipziger Firma, die von den Freisinger Stadtwerken beauftragt wurde. Was ein bisschen schade ist, dass man natürlich alle Orte mal nur bei Nacht sieht. Ne? Ich kenne sonst eher natürlich familiär den Osten Deutschlands bei uns. Im Westen und Süden, die haben ja dann alle eine andere Bauweise. Das ist schon irgendwie auch mal interessant. Hat man jetzt nicht so viele Jobs, wo man da so einen Eindruck gewinnen kann, wie andere Leute leben. So. Gebäude mit Sozialbauwohnungen sind die nächste Station. Oh, schönen guten Abend. Vor Ort ist auch Energieberater Tobias Griesel von den Freisinger Stadtwerken, die zu den Verwaltern der Häuser gehören. Wärmeverluste frühzeitig entdecken und durch Sanierung beheben. Das ist auch ein wichtiger Bestandteil des Klimaschutzkonzepts der Stadt Freising, die ab 2035 nur noch mit erneuerbaren Energien versorgt werden soll. Ziel ist es, dass wir die Energie, die wirklich nicht benötigt wird, erstmal einsparen, dann erst energieeffizientere Geräte einbauen
und erst dann am Schluss das durch erneuerbare Energien sozusagen ersetzen. Also eigentlich, dass man die Energie, die man nicht braucht, sich sozusagen erstmal einspart. Seit 8 Jahren wird die Thermografie-Aktion organisiert und kommt gut an. Rund 100 € sind ein günstiger Preis, den die Stadtwerke anbieten können. Notwendige Maßnahmen müssen gar nicht aufwendig sein, wie das Nachbessern der Abdichtungen von Fenstern oder Türen. Größere Investitionen sind dagegen undichte Dächer. Durch die Aufnahmen bekommen Hausbesitzer den nötigen Anstoß, etwas zu tun. Wir sehen es zum einen bei den Leuten, die energetisch wirklich Maßnahmen durchgeführt haben und teilweise auch nach ein paar Jahren wieder kommen und nochmal daran teilnehmen, um zu schauen, ob diese energetischen Maßnahmen auch was gebracht haben. Zum einen das. Und zum anderen kommen auch immer wieder Leute auf uns zu und sagen, sie haben den Bericht bekommen und würden jetzt auf Grundlage von dem gerne energetisch sanieren und sprechen mit uns dann auch teilweise die Sachen durch, was sie sanieren können. Wie wird es hier ausschauen? 1989 wurde dieses Haus gebaut und immer sehr gut gepflegt. Familie Süß hat keine konkreten Probleme, aber die Aktion hat sie neugierig gemacht. Ich hoffe nicht, dass dabei rauskommt und heißt, ich müsste alle Fenster erneuern. Das wäre schlecht. Ja. Ich meine, wir haben das schon mal gehört. Das bei uns in der Anlage haben wir schon einige. 30.000, 40.000. Das ist schon ein Haufen Geld. Ich meine, die sind alle noch ein bisschen jünger. Auf der anderen Seite sind schon Jüngere dabei und 40.000 ist schon viel Geld. Schon. Die Tür ist wahrscheinlich ein bisschen älter. Ihre Eingangstür? Eingangstür, ja, seit 89. Ja, okay. Die ist ein bisschen leicht auffällig. Da sieht man schon, dass sie nicht vom neuesten Standard ist. An der Haustür sieht man halt, dass der Farbton definitiv ein bisschen dunkler ist als an den restlichen Fensterscheiben. Das ist schon mit so einer der wärmsten Punkte. Je wärmer die Oberflächentemperatur, desto mehr Energie geht verloren. Und wie schaut es bei den anderen Fensterscheiben aus? Auch die sind noch original von 1989. Familie Süß ist bisher nicht aufgefallen, dass sie Wärme abstrahlen. Jetzt haben wir etwa so 6, 7 Grad bei den Fensterscheiben. Dreifachverglasung hätten wahrscheinlich so 2, 3 Grad an den Fensterscheiben. Ne? Das ist ja schlimm. Ich meine, dafür, dass es zweifach verglast ist, ist es komplett im Rahmen, ist es ganz gut. Okay. Man könnte natürlich noch mehr rausholen, wenn man halt dreifach verglast. Ist natürlich auch eine Investition. Muss jeder für sich selber entscheiden. Das ist noch vollkommen im Rahmen, ne? Aber man könnte es natürlich irgendwann einfach noch mal so aufrüsten. Okay. Ne? Was machen Sie denn jetzt, Herr Süß? Das weiß ich jetzt natürlich nicht. Wollen wir erst einmal überlegen, wollen wir erst einmal sacken lassen. Sonst schaut aber alles ganz gut aus. Perfekt, dann hätten wir alle Aufnahmen drin. Ich würde die Bilder am Wochenende dann alle ins Büro weiterleiten. Da werden die nochmal bearbeitet. Und in 3, 4 Wochen hätten sie die Ergebnisse in der Post. Okay, wunderbar. Alles klar, dann noch einen schönen Abend. Ob und was zu tun ist, darüber wird Familie Süß dann entscheiden, wenn die ausgewerteten Aufnahmen mit dem Bericht vorliegen.